Nachdem der Josef ein alter Mann wurde, ist er gestorben. Seine ganze Familie hat noch in Ägypten gelebt und sie sind immer mehr geworden. Genau das hat Gott am Abraham versprochen. Für den Pharao ist das zu einer Belastung geworden und er hat Angst gehabt, dass das Volk von Josef zu gross wird. Darum hat er etwas total Verrücktes entschieden. Alle kleinen Babys von diesem Volk mussten sterben. Das ist ja mega schlimm. Wie kann man nur? Ja, das haben ja alle Eltern gedacht. Eine Mutter hat studiert, was sie machen kann, dass ihr Sohn nicht sterben muss. Sie wollte ihr Kind retten. Auf einmal ist ihr eine Idee gekommen. Sie hat den Korb genommen und den wasserfest gemacht und hat ihr Baby dort reingelegt. Den Korb hat sie jetzt in den Nil gelegt, einem grossen Fluss, der ganz ruhig fließt. Sie hat natürlich gehofft, dass jemand ihr Kind findet und zu sich nimmt und gut zu ihm schaut. Genau zu dieser Zeit hat sich die Tochter vom Pharao im Fluss waschen. Da hat sie plötzlich den Korb entdeckt. Was ist denn das? Dort schwimmt ein Korb auf dem Wasser. Was ist echt dort drinnen? Ich will schauen. Das ist ja ein Kind. Ja, so herzig. Ach, das süße Baby. Gehört doch das niemandem? Wenn niemand zu diesem Kind schaut, stirbt es ja. Ach, ich nehme es bei mir auf. Der hat ein gutes Leben. Hey, wie krass, oder? Gott hat einfach immer einen Plan. Auch für das Kindli hat er einen guten Plan gehabt. Gott hat geschaut, dass die Tochter vom Pharao das Körbchen findet. Er hat ihr Herz berührt und sie hat Mitleid bekommen. Auch die richtige Mutter hat ihr Kind sehr geliebt. Sie wollte wissen, wie es ihrem Sohn geht und hat darum ihre Tochter die Miriam an den Fluss geschickt. Die Miriam hat gesehen, dass die Tochter vom Pharao ihren kleinen Bruder gefunden hat. Sie ist sogar zu ihr her und hat sie gefragt. Gerti, Tochter vom Pharao, ich habe gesehen, dass ihr ein Kind gefunden habt. Wie ehrenvoll und nett von euch, dass ihr zu dem schauen wollt. Ich kenne eine Frau, die euch helfen kann, sich um das Baby zu kümmern. Soll ich sie holen? Ja, das ist eine gute Idee. Ich weiss nämlich nicht so recht, wie man mit so einem kleinen Baby umgehen muss und was alles noch dazugehört. Bring doch bitte die Frau zu mir. Die Miriam hat natürlich ihre eigene Mutter gemeint. Und so ist es gekommen, dass die Mutter vom Baby wieder zu ihrem eigenen Kind schauen konnte. Was für ein genialer Plan von Gott! Gott hat das Baby, das der Name Mose bekommen hat, beschützt und auch weiter begleitet. Als er nicht mehr ein kleines Baby war, ist er in den Palast vom Pharao gekommen und hat dort gelebt. So hat Mose seine Kindheit im Palast verbringen. Er ist älter geworden und zu einem jungen Mann herangewachsen. Mit der Zeit hat Mose erfahren, dass er eigentlich gar kein Ägypter war, sondern ein Israelit. Einer aus dem Volk von Josef, also aus dem Volk von Gott. Natürlich hat er nicht mehr von seiner Körbchenfahrt als Baby gewusst, aber er hat gespürt, dass er zu ihnen gehört und darum hat er das Volk in sein Herz geschlossen. Seinen Verwandten ist es aber nicht so gut gegangen wie ihm. Sie mussten in Ägypten so hart arbeiten. Keine Pause und keinen Spass dürfen haben. Das hat Mose traurig gemacht und er ist von den Ägyptern weggegangen und hat in der Wüste gelebt. Dort hat er als Hirt Schafe gehütet. Kommt, meine Schäfli, da durch geht's. An einem ganz normalen Tag ist etwas sehr Außergewöhnliches passiert. Der Mose hat einen Busch gesehen, der gebrannt hat, aber nicht verbrannt ist. Oh, dort brennt ja ein Busch. Was ist denn da los? Der brennt ja total, aber er wird nicht verbrannt. Wie kann das sein? Wirklich komisch, gell? Wenn man doch etwas übers Feuer hat, dann verbrennt es und wird schwarz. Der Mose hat zwar ein bisschen Angst gehabt, aber er hat sich den Busch genau anschauen. Und plötzlich ist es noch viel verrückter geworden. Der Busch hat angefangen zu reden. Seinen Namen hat er gesagt. Der Busch kennt sogar meinen Namen.
Jetzt wird es wirklich unheimlich. Der Mose hat aber gleich mal gemerkt, dass Gott mit ihm hat geredet. Gott hat an Mose erzählt, dass er die Not und die Traurigkeit von seinem Volk hat gesehen und etwas unternehmen wollte. Gott hat nämlich schon einen Plan gehabt. Er wollte mit dem Mose das Volk in ein neues Land führen. Für das hat er seine Schafe da lassen und zurück nach Ägypten gehen. Oh Herr, ich bin nicht der Richtige für diesen Plan. Das kann ich nicht. Nimm jemanden, der besser ist als ich, für dein Volk zu befreien. Aber Gott hat an Mose gesagt, dass er genau der richtige Reiseleiter ist. Er soll nur vertrauen und dann kommt es schon gut. Gott hat ihm erzählt, dass es eine richtig grosse Reise wird geben. Und sein Bruder, der Aaron, wird ihm dabei helfen. Also Herr, wenn du das sagst, dann will ich dir vertrauen. Ich gehe zurück nach Ägypten. Natürlich hatte Mose Angst gehabt und noch nicht gewusst, wie das gehen soll. Aber er hat auf Gottes Hilfe gehofft. Und so wie der Mose darfst auch du wissen, dass Gott dich immer begleitet und dich nie im Stich lässt. Auch wenn du in einer unangenehmen Situation bist und vielleicht auch Angst hast, hilft dir Gott.